Ciao zusammen und willkommen bei einem neuen kleinen Video von mir. Und heute geht es wieder einmal ums Zocken. Und zwar geht es jetzt nicht direkt wirklich um eine Game-Bestellung. Es geht auf jeden Fall um zwei neue Games in meiner Sammlung. Aber ich habe sie nicht bestellt, sondern ich bin im GameStop gesehen, das erste Mal wieder seit langem. Weil es handelt sich bei diesen zwei Games, es sind zwei Games. Dabei handelt es sich um ein bisschen ältere Games. Und es war eigentlich fast noch die einzige Möglichkeit, die zu finden. Und ja, um welche Games es sich dabei handeln wird, das seht ihr jetzt. So. Und da wäre jetzt also meine neueste Game-Errungenschaft. Zwei Games bei GameStop für gerade mal 20 Franken. Und das erste von diesen zwei Games ist Fallout 3. Ja, lang gesucht und nie gefunden zuerst. Und das ist auch der große Irrtum an dieser ganzen Geschichte. Denn eben, wie ich schon erwähnt habe, habe ich es eben im GameStop besorgt. Und das ist fast nur eine der einzigen Möglichkeiten, wie man an so ein Game kommt. Denn damals, als es noch ein bisschen aktueller war und ja, auch leichter zu haben, habe ich mich einfach nicht interessiert für die Fallout-Games, warum auch immer. Also der Hauptgrund ist einfach gesehen. Der Hauptgrund ist einfach gesehen. Erstens einmal wegen für meine Denke hatte, sehr viel Speicherplatz, wo das braucht. Mal schauen, was schnell. Steht es da eben 6, fast 7 Gigabyte. Mittlerweile ist das gar nicht einmal mehr so ein Problem. Aber für damals, was mich ursprünglich interessiert hätte, 2011, 2012 rum schon, ist das für mich einfach relativ viel gesehen. Und dann, es ist halt auch ein Bethesda-Game und die sind auch für ziemliche Schwierigkeiten bekannt, wie Crashes und Bugs. Und das hat mich eigentlich ziemlich abgehalten davon, das Fallout 3 zu bestellen. Und dann eben 2017 habe ich angefangen mit dem Fallout 4 zu zocken und dann hat sich eigentlich das Interesse entwickelt, auch mal das Fallout 3 zu zocken. Und ja, jetzt habe ich es. Und wird sicherlich auch meinen Spaß damit haben. Und jetzt kommen wir noch zum zweiten Spiel. Und wenn man das erste gesehen hat, kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, was das zweite ist. Ja, denn es ist quasi der Jackpot gesehen. Beim zweiten Jackpot. Beim zweiten Game handelt es sich um Fallout New Vegas. Nice. Ja, so sieht's aus. Und ganz ehrlich gesagt, auch wenn ich mich freue auf Fallout 3, wirklich, auf Fallout New Vegas, freue ich mich einfach ein Stückchen mehr. Wir haben schon einige Videos darüber angeschaut und ich freue mich wirklich drauf. Wird sicher mega nice. Und auch das Spiel ist auch wieder 4,5 Gigabyte groß. Da sieht man, da kann man mit zwei Spielen kommt man gerade mal auf etwa 11, 12 Gigabyte.
Und für damalige Verhältnisse eben ist das noch sehr, sehr viel gewesen. Aber man kann ja das jetzt auch schön nachholen, denke ich mal. Das ist sicherlich kein Problem. Und ja, das wären eigentlich die 2 Games. Somit haben wir jetzt also gesehen, jetzt bin ich also auch im Besitz vom Fallout 3 und Fallout New Vegas. Ja, ich hätte mir zwar persönlich selber immer gewünscht, dass es vielleicht ein Remake gibt von diesen Games auf der PlayStation 4. Es gibt so viel unnütze Remakes von Games, man glaubt es nicht, wo gar keinen Sinn machen. Und bei Games, wo es Sinn machen würde, wird es ja wahrscheinlich nie der Fall sein. Deshalb bin ich noch so glücklich, dass ich jetzt die beiden Games gefunden habe. Und auch noch zu einer richtig coolen Zeit. Denn, ja, jetzt am Freitag ist der 1. Februar. Und dann habe ich Geburtstag. Ja, also habe ich mir jetzt eigentlich mit diesen 2 Games sogar selber eine Art kleines Geburtstagsgeschenk gemacht, wenn man will. Aber richtig intensiv zocken will ich es jetzt auf jeden Fall noch nicht. Da tun wir noch ein bisschen schön aufsparen. Und ohnehin bin ich in meiner Trophäensammlung auch noch mit ziemlich anderen Sachen beschäftigt, gerade aktuell. Aber das wird auf jeden Fall noch kommen. Und für die Zeit, wo ich dann natürlich extrem am Zocken bin, werde ich jetzt dann noch die CDs zeigen. Kommen wir noch zu den CDs. Und da zuerst natürlich wieder das Fallout 3. Ah Mann, ich mag das, wenn sie gerade in der Hülle sind. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gesagt, es ist ja ein gebrauchtes Spiel. Ich weiß nicht, ob es da mal ein Handbuch dazu gegeben hat. Oder nicht. Es ist eigentlich ein Spiel von 2008. Damals ist es eigentlich noch üblicher gewesen, dass sie Handbücher hatten. Aber es stört mich ehrlich gesagt nicht. Auch wenn es eins würde geben, dass es nicht dabei ist. Aber die CD sieht schon richtig nice aus. Mhm. Wie mit dem Fernsehscreen, wo man eigentlich in fast allen Fallout Games sieht, auch in Fallout 4 mit Please Stand By und so. Schon richtig nice. Ja, toll. Und dann natürlich auch noch mit Benutzerhandbuch sogar das Fallout New Vegas. Mhm. Könnte ich mir jetzt ein bisschen umblättern, aber das mache ich nicht. Und du bist auch nicht gerade drin. Das hasse ich. Und die CD ist wirklich richtig, richtig nice. Mhm. Und wie ich schon erwähnt habe, auch wenn ich mich noch so freue auf Fallout 3 zocken, das Fallout New Vegas, das dürfte sicherlich auf jeden Fall abgefahrener werden, weil ich glaube, das ist sogar von den Fallout Games das beliebteste, glaube ich, wenn man so rumlässt. Ja. Wirklich, wirklich schön. Und ja, das wären auch die CDs gewesen. Und von dieser Szene tue ich mich vielleicht noch einmal schnell mit dem Waldboy verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen hier in diesem kleinen Game-Präsentationsvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es anzuschauen. Und Dankeschön vielmals und bis ein andermal.